Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama, moderiert aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Die Ursula Haller setzt sich für das Kultlokal Mokka ein und Podest-Tourgast Alexandra Zürcher über ein Inferno. Die Kaffeebar an der Thuner Amendstrasse polarisiert seit der Entstehung. Jemand, der früher dagegen angekämpft hat, setzt sich heute dafür ein. Die Rede ist von Ursula Haller. Sie ist ehemalige Gemeinde-, Stadt-, Gross- und Nationalrätin. Auch die SP-Gemeinderätin Katharina Ali Oesch ist im Konflikt mit dem Mokka. Alina Dubach war vor Ort und hat die beiden interviewt. Also mit anderen Worten, wir haben darüber diskutiert, wo ich skeptisch war, weil man natürlich auch mal davon geredet hat, vielleicht wird nicht nur Musik konsumiert, sondern auch noch andere Sachen. Dann hat es die Ironie wollen, Jahrzehnte später, bin ich indirekt die Vorgesetzte geworden vom Café Mokka. Und als ich hinter die Kulissen gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meine Meinung ganz gewaltig geändert. Klar ist vielleicht nicht alles, was einem persönlich passt, aber unter dem Strich ist es hervorragende Arbeit. Dann zumal, als ich eben, wie gesagt, als die junge Stadträtin da auch ein bisschen opponiert habe, dann bin ich natürlich noch nicht Mutter von Kindern, wo ich dann selber habe gemerkt, wie begeisterungsfähig das Kinder sind, wenn sie einfach so eine Institution sehen, die ja nicht einfach nur konsumiert wurde, sondern wo man auch wirklich einfach feststellen konnte, wie der Pedro Anliker das Lokal, man kann fast sagen, vom Keller bis unter die Jästrung rauf, mit seiner persönlichen Handschrift hat geprägt. Aber auf jeden Fall, die Berechtigung hat es immer noch. Es hat immer noch eine alternative Kultur, es hat immer noch Bands. Es ist immer noch für viele die Plattform für junge Bands, für Künstler, die noch nicht so ein Renommee haben, dass sie sich dort präsentieren können und dann irgendwie weitere Engagement bekommen. Also es ist im weitesten Sinn immer auch noch eine Stätte von der Kulturförderung. Wir haben schon einmal der Ding gekürzt worden und es ist gleich weitergegangen. Und ich habe wie soll ich mal sagen, ich habe so eine differenzierte Haltung. Ich finde, es ist erlaubt, dass der Stadtrat Fragen stellt, wenn eine Institution mit Mokka so viel Geld bekommt, was passiert und was ist allenfalls mit den anderen Institutionen, bekommen die auch Geld, ja oder nein. Und insofern ist, glaube ich, auch der Rückweisungsantrag, der jetzt passiert ist, oder, dass man über die Finanzen noch einmal diskutiert, das ist nicht einfach vom Teufel. Was mir noch wichtig dünkt, wenn ich das noch vielleicht sagen darf, als ehemalige Vorsteherin von der Direktion, die eben Bildung, Sport und Kultur hatte, das Mokka darf einfach nicht verpolitisiert werden. Das darf es nicht. Es ist nicht einfach eine linke Institution, sondern es ist etwas, wo die Stadt Thun auch ganz stark davon profitiert, und zwar alle. Das waren intensive Verhandlungen, die geführt wurden. Man hat ja den laufenden Leistungsvertrag, im Rahmen von dem führt man jährlich Controlling-Gespräche zwischen Kaffeebar Mokka und der Stadt Thun. Und in diesem Rahmen kann man dann nachher auch eben die Verhandlungen aufnehmen. Und die waren intensiv und haben mehrere Runden gedauert. Wie habe ich das erlebt? Es war sehr intensiv, sehr emotional. Ich bedauere es, dass der Gemeinderat nicht durchgekommen mit seiner Argumentation. Bei mir ist auch eine gewisse Enttäuschung zurückgeblieben, dass es das nicht gelungen ist, den Stadtrat oder eine Mehrheit des Stadtrats davon zu überzeugen, dass das Geschäft, so wie es ist dahergekommen, passend ist. Es zeigt sich jetzt, auch im Nachgang des Geschäfts, schon im Voraus vom Stadtratsgeschäft, ist intensiv über das Mokka diskutiert worden. Und jetzt im Nachgang noch einmal viel mehr. Also es bewegt, es ist emotional in der Bevölkerung. Und wir können ja jetzt feststellen, dass das
Traditions-, Kultur- und Jugendlokal einfach ganz grossen Rückhalt hat in dieser Stadt. Und der Gemeinderat erachtet ja die Kulturinstitution auch als wirklich wichtig, weil es ein zentraler Ausgangsort ist für die Thuner Jugend seit Generationen. Und die Bedeutung, die kommt jetzt ganz stark zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist auch ein Auftrag, den wir mitnehmen müssen, dass das ein Ort ist, der zur Stadt gehört und wo wir wollen und müssen Sorge haben. Von der Kultur kommen wir zum Sport. Wir sind 12 Stunden unterwegs. Im Wasser, auf den Beinen und auf dem Velo. Für viele sicher unvorstellbar. Aber nicht für die 32-jährige Alexandra Zürcher aus Latterbach. Sie nimmt dieses Jahr schon zum 6. Mal am Inferno-Triathlon teil. Mit starken Resultaten in den vergangenen Jahren und Podestambitionen. Der Manuel Moser hat die Sportlerin interviewt. Nimm mich doch mal mit, wie war es, als du das erste Mal das Ziel durchlaufen bist? Also ich glaube, das war wirklich etwas vom Schönsten, was ich erlebt habe. Und auch, ich glaube, schon der speziellste Zieleinlauf, sicher mitunter. Klar, die letzten Mal, als ich schneller war, war schon speziell, aber es ist halt schon so, dass so zu merken, man hat es geschafft und so, die Erleichterung, alles und wirklich dort oben auf dem Schild zu laufen, das ist schon, ja, ist ganz speziell. Ich kann mich fast nicht beschreiben, es ist schon, ja, einfach unglaublich gewesen, ja. Was ist deine Lieblingsdisziplin und wieso vielleicht? Sicher das Velofahren, Rennvelo und Biken, aber wenn ich jetzt noch entscheiden müsste, wäre es sicher Biken, weil ich halt nebst dem Inferno eigentlich vor allem so Marathon-Bike-Rennen, Langdistanz-Bike-Rennen fahre und von dem her ja, fühle ich mich sicher auf dem Bike am wohlsten. Ja. Ja, sicher mein erstes Inferno-Erlebnis, da bin ich im Zweierteam gestartet und habe geschwommen und die Rennvelostrecke gemacht. Ja, dort habe ich leider an einen Unfall hergefahren, wo jemand bei der Abfahrt vom Beatenberg ausgefahren ist. Und das ist mir sehr eingefahren. Also, ja, denke ich heute noch daran, wenn ich dort vorbeifahre. Ist zum Glück alles recht glimpflich abgelaufen. Aber ja, das ist schon noch speziell, wenn man das so sieht. Hast du irgendwie ein spezielles Ritual oder so, wie du durch die Krise durchkämpfst? Ja, also manchmal tue ich sicher so ein bisschen selber mit mir reden, irgendwann, mal auf der Laufstrecke, wenn man dann halt ziemlich alleine ist oder so, im oberen Teil, ja, dann rede ich halt ein bisschen mit mir, mich selber anspornen, so ein bisschen Ziel setzen, ja. Bist du lieber eine Verfolgerin oder lieber die gejagt? Und vielleicht eine Erklärung dazu. Das ist sicher sehr schwierig. Also es ist beides sehr reizvoll. Also ich hatte schon beides. Ich denke jetzt mal, wenn man die Jagd ist und tut einem noch ein bisschen, also ich persönlich habe das Gefühl, kann man manchmal noch fast ein bisschen mehr Kräfte mobilisieren. So habe ich es erlebt, genau. Und manchmal ist es halt, wenn man so zweiter oder dritter ist, habe ich schon gehabt, dass ich sagen musste, hey komm, irgendwann, ja. Aber den Platz nicht mehr verlieren ist für mich noch fast wichtiger. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Gerade im Anschluss werden euch die Meteo-Kollegen noch erzählen, wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht. Merci vielmals für zuzuschauen und schönen Abend miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Ihrem aktuellen Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern mit der tollen Webcam von der Axalp. Ja, der heutige Mittwoch hat sich teilweise bis recht sonnig gezeigt. Besonders in den Alpen hat es noch gelegentlich Regengüsse und am Morgen einzelne Gewitter gegeben. Quer durch Mitteleuropa verläuft eine Luftmassengrenze. Die Luft ist nördlich der Alpen weniger warm als im Süden und verglichen mit den Vortagen hat die Atmosphäre kurz eine stabilere Schichtung. Die Niederschlagsaktivität ist gering. Nach einer teils klaren Nacht starten wir in den Donnerstag recht sonnig. Begleitet wird die Sonne von ein paar Wolkenfeldern. Temperaturen liegen bei rund 14
14 bis 15 Grad im Sendegebiet eine super Möglichkeit, um die Wohnung gut durchzulüften. Sonnig geht es nämlich weiter. Ausser im Oberland, da haben wir am Nachmittag ein leicht steigendes Platzregenrisiko. Es begleitet uns ein schwacher Wind und der kommt aus westlichen Richtungen. Das Quecksilber klettert dazu. Auf sommerliche Werte in Bern werden es um die 26 Grad. Und die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3700 Meter und auf den Bergen da geht ein mäßiger Westwind. Ja, der letzte Arbeitstag der Woche zeigt sich mit einem veränderlichen Mix aus Sonne und Wolken. Dazu gibt es immer wieder Regengüsse und teils Gewitter mit Schwerpunkt im Oberland. Am Samstag wird es im Flachland höchst und stellenweise noch nass. Tagsüber wird es zunehmend sonnig. Im Oberland hingegen zeigen sich mehr Wolken und bis zum Nachmittag ist es noch teilweise nass. Der Sonntag geht meist sonnig mit ein paar ausgedehnteren und hohen Wolken über die Bühne und nach einem sonnigen Start in die neue Woche wird es dann am Montag zunehmend gewitterhaft. Ja, das war schon wieder für Ihrem Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.